Hallo, Moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, ich rede heute mit euch über die Themen, die mich in der letzten Woche am meisten beschäftigt haben. Sicherlich bin ich ein bisschen in Verzug, aber gegen Ende des Videos werde ich auch noch mal dazu quasi Stellung beziehen. Fangen wir doch direkt mal an mit unseren neuen Rechtsverteidiger beziehungsweise Schienenspieler, und das ist Sebastian Sebulonsen. Ich musste auch erstmal lernen, wie man ungefähr diesen Namen ausspricht, denn ich sag euch ganz ehrlich, wäre er jetzt nicht verpflichtet worden vom 1. FC Köln, hätte ich wahrscheinlich niemals großartig in absehbarer Zeit von ihm Notiz genommen. Ich müsste jetzt auch großartig hier lügen, wenn ich sagen würde, ich habe absolute Ahnung, wer das ist. Ich kann euch hier irgendwie was großartig vom Pferd erzählen, was für ein toller Spieler das ist und dergleichen. Ich kann euch nur die Fakten auf den Tisch legen, die ich hier vor mir habe. Und das sind halt die üblichen Fakten von Transfermarkt. Wir haben hier einen 1,87 großen Norweger, der für den Traditionsverein Brøndby Kopenhagen in Dänemark die letzten Jahre gespielt hat. Wir haben ihn für, ich denke mal, der Marktwert entspricht auch der Ablöse, 2,5 Millionen Euro verpflichtet. Wenn, dann waren es 3 Millionen Euro. Vertrag bis 2028. Und wie schon gesagt, Schienenspieler, ist auf jeden Fall in der Lage, rechter Verteidiger und auch rechtes Mittelfeld zu spielen. So. Das sind jetzt so die Fakten, die ich hier habe. Ich sehe auch 4 Torvorlagen in der letzten Saison und ein selbst erzieltes Tor. Das heißt auf jeden Fall Offensivdrang vorhanden bei diesem Spieler. Aber ich sag mal so, was ich jetzt dazu sagen könnte, ist einfach nur, die haben sich sicherlich was dabei gedacht. Soll auch in Konkurrenzkampf zu Yusuf Gazibegovic antreten und so. Das ist auch alles. Macht einen netten Eindruck. Ich hoffe, dass weiterhin oder sich auch in Zukunft dann bewahrheitet, dass Thomas Kessler sich zu Recht was dabei gedacht hat. Wirkt vielversprechend, vor allen Dingen der Marktwert, der steigt bei ihnen kontinuierlich seit Jahren. Jetzt aktuell auf seinem Peak, was den Marktwert angeht, und jetzt zu diesem Zeitpunkt haben wir ihn verpflichtet. Ich glaube, es waren 3 Millionen, ich bin mir jetzt auch nicht genau sicher, aber nun ja, für die Fakten ist der Pierre zuständig, geht da, oder beziehungsweise für Statistiken, schaut da vorbei. Hier habt ihr mehr so den unterhaltsameren Bereich, sagen wir es mal so, der gemeine Fußballfan, der mit euch am Stammtisch quatscht. Ne, das ist das Konzept für diejenigen, die das hier noch nicht ganz verstanden haben. Ja, ich sag mal so, sollte er, sagen wir mal, zu Recht in den Konkurrenzkampf zu Gazibegovic treten und vielleicht die beiden sich da so ein kleines Wettrennen liefern, auf einem sehr hohen Niveau, dann ist mir das auch recht. Hauptsache, die Bank ist gut besetzt und wir können uns auf die beiden Spieler verlassen. Was mich dann wiederum als zweite News der Woche unglaublich gefreut hat, war dann die Verlängerung von Said El-Mala. Ja, auch sein Bruder hat verlängert bis 2030. Aber machen wir uns nichts vor, der Bruder ist ja mehr so dabei, um Said bei Laune zu halten. Das ist, glaube ich, so, dass du die beiden am besten im Paket holst, damit Said sich auch entsprechend wohlfühlt, weil Malek wird dann bis auf weiteres in der U21 tätig sein. Das kommt zum richtigen Zeitpunkt. Vor allen Dingen, ich sag mal so, über Gerüchte rede ich nicht großartig, aber es schien ja ein konkretes Interesse gewesen zu sein von Brighton and Hove Albion aus England. 10 Millionen mindestens sollen wohl angeboten worden sein. Habt ihr sicherlich mitbekommen. Aber dass dann im Umkehrschluss sogar dann direkt die Verlängerung daraus resultiert, das ist wirklich ein guter Schachzug. Das ist ja auch interessant, dass ein Spieler, der noch kein einziges Bundesligaspiel hinter sich hat, tatsächlich jetzt schon im zweistelligen Bereich seinen Marktwert dabei ist zu steigern. Ich weiß doch nicht, ob es jetzt aktuell eine Anpassung gab. Ich will euch jetzt nicht hier mit irgendwelchen Herumtippen und so weiter quälen, aber ich denke mal, in absehbarer Zeit wird der Marktwert von ihm in die entsprechenden Sphären gehen, was halt interessant ist bei einem Spieler, der einfach noch kein einziges Bundesligaspiel gespielt hat. Und jetzt den Vertrag bis 2030 zu verlängern, ja, lasst mich mal prognostizieren, wenn er die Leistungen aus der dritten Liga in die Bundesliga übertragen kann, zumindest ansatzweise, dann haben wir in Zukunft hier eventuell den teuersten Transfer in der Geschichte des 1. FC Köln vor uns. Wenn wir halt rechtzeitig auf Zack sind. Weil Fakt ist, entweder
wir landen überraschend kontinuierlich in irgendwelchen europäischen Wettbewerben, oder wir müssen uns dann halt wirklich für die Absicherung mit einem Transfer dieses Spielers in Zukunft auseinandersetzen. Ja, aber es ist ein wirklich guter Schachzug von Thomas Kessler gewesen, diese Vertragsverlängerung dann tatsächlich jetzt schon einzuleiten. Gut mitgedacht. Kann man nur loben. Kann man an der Stelle nur loben. Ja, wie euch allen jetzt noch bekannt ist die Mannschaft dann tatsächlich jetzt mittlerweile im Trainingslager. 6 Spieler sind nicht mitgefahren. Das waren dann wenig überraschend Zagis Adamian, Florian Dietz, Emin Kurvic, für den hoffe ich dann, dass er demnächst mal einen Verein, dass er sich da einen Verein finden lässt, an den er dann ausgeliehen werden kann, weil Vertragsverlängerung war ja erst vor kurzem. Malek El-Mala überrascht mich jetzt nicht, aber Neo Telle und Faisal Hachawi. Okay, bei Hachawi stellt sich die Frage, ist aktuell Platz für ihn bei dem Spiel, das Kwasniok spielen will? Ich habe ja gesagt, ich will ihn nicht großartig in Frage stellen, bevor da nicht die ersten Spiele gespielt sind, aber naja, Hachawi hat mir schon gefallen gegen Bergisch Gladbach wohlgemerkt, aber es war ja auch nur Bergisch Gladbach, aber ich dachte, nun ja, vielleicht folgt ja in Kürze der Durchbruch. Ich hoffe nicht, dass das nächste Talent ist, dass er nicht das nächste Talent ist, mit dem wir uns verscherzen werden. Gleichzeitig ist auch Neo Telle, dessen Vertrag dann tatsächlich nächste Saison auslaufen wird. Ja, und der kommt nicht mit. Nun ja, hab mir schon eine Menge von ihm erhofft. Keine Ahnung, worauf das hinführen wird. Was mich natürlich dann halt auch ärgert zu den Spielern, die mitfahren, ist, da gehört schon wieder Steffen Tigges. Dass der Typ auch immer noch eine Chance bekommt. Ja, ich weiß, man will irgendwie zusehen, dass der Typ verkauft wird, aber den will keiner. Kein einziger Verein will den. Nicht einmal, ich sag jetzt mal random, Ararat Yerevan aus Armenien. Nicht einmal die wollen den. Der wird einfach niemals irgendwie einen Verein finden, der ihn kaufen will. Und den haben wir jetzt an der Backe kleben. Es ist so unfassbar, dass der immer noch eine Chance bekommt. Löst doch endlich mal den Vertrag auf. Ich weiß, er hat einen teuren Vertrag, aber der nimmt Spielern den Platz weg, die auf jeden Fall mehr eine Chance verdient hatten. Oder auch haben. Viele Talente ergreifen wegen dem Platz, den er ihm wegnimmt, die Flucht. Die denken sich auch, der Typ nimmt mir den Platz weg. Gerade der Typ. Und sind dann dementsprechend angepisst. Ja, so sehe ich das zumindest aus meiner gemeinen Fußballfan-Perspektive. Der Typ ist einfach, ja, keine Ahnung, ein Klotz am Bein, eine Warze am Arsch. So gesehen. Wirst du schwer los. Aber ist nur meine persönliche Meinung. Ja, damit sind wir auch dann durch für was die heutigen Themen angeht. Und für alle ich habe jetzt hier einen Zeitstempel eingebaut. Für die es nicht interessiert, die können gerne wegschalten. Jetzt kommt ein bisschen kurzfristiger, privater Real Talk meinerseits. Okay, seid ihr soweit? Dann legen wir direkt mal los. Also Leute, ich habe in letzter Zeit kaum Zeit, großartig Content aufzunehmen. Ich habe ein paar private Verpflichtungen und auch beruflich gesehen habe ich eine Menge um die Ohren. Deswegen habe ich kaum Energie, momentan Content aufzunehmen. Und ich hinke auch hinterher mit den aktuellen Themen, die sich natürlich momentan überschlagen. Ich bin auch wieder froh, wenn es dann mit den regulären Spieltagen losgeht, wenn man wirklich dann Sachen hat, die einen durch den Kopf gehen. Halt Gedanken vor dem Spiel und die Reaction auf das Spiel. Ja, muss ich sagen, das ist das, worauf ich mich momentan am meisten freue, weil die anderen Videos, wozu ich gewisse Ideen habe, das erfordert Zeit, Aufwand und vor allen Dingen Energie, die ich momentan nicht habe. Auch jetzt habe ich mich wirklich ein bisschen so aufgerafft, mich vor die Cam zu setzen, weil ich zufälligerweise, weil ich pendel zur Arbeit, ich war heute mal nur eine halbe Stunde nach Hause unterwegs. Okay? Das soll jetzt auch nicht so eine Mitleidstour sein. Das ist einfach nur für die mich hier länger kennen und die sich ja manchmal fragen, warum lässt er auf sich warten? Warum ist er nicht aktuell auf Zack? Wisst ihr, meine Videos, die erfordern manchmal auch einen gewissen Aufwand. Manchmal schneide ich Versprecher raus, wenn ich sie rausschneiden kann. Du kannst nur 10 Sekunden rausschneiden. Alles, was drunter ist, kannst du nicht rausschneiden oder du nimmst es nochmal neu auf und dafür habe ich nicht aktuell die Energie. Sag ich ganz ehrlich, ich habe aktuell nicht die Energie dafür. Ich habe viel um die Ohren, privat wie auch beruflich. Und deswegen stagniere ich da ein bisschen. Da bitte ich ein bisschen um Verständnis für, okay? Deswegen bin ich momentan auch nicht so, was so Sprüche angeht und dergleichen, so auf Zack.
Ich möchte nur eine gewisse Kontinuität hier bewahren und deswegen, das waren so die aktuellen Themen, über die ich sprechen wollte. Ja, deswegen momentan, ich mal ganz ehrlich, wenn ich frei habe, dann will ich mich einfach nur auf die Couch hinwerfen und chillen. Freitag war so ein Tag, wo ich eigentlich genug Puffer gehabt hätte in der Theorie, um was aufzunehmen, aber dann bin ich halt ins Kino gegangen. Der Leo hat auch andere Interessen, muss man auch an der Stelle sagen. Deswegen habt da ein bisschen Verständnis, wenn ich verdiene ja auch kein Geld mit dem hier. Unter 1000 Abonnenten verdienst du kein Geld mit YouTube. Da kannst du so viel posten, wie du willst. Du wirst damit kein Geld verdienen. Für alle die es einem YouTuber unterstellen, der unter 1000 Abonnenten hat. Ich verdiene hier mit 0. Okay? Aber ich habe halt das Ding ins Leben gerufen. Das ist ein kleines, so ein Baby von mir. Und ich will eine gewisse Kontinuität bewahren, allein schon aus künstlerischer Perspektive. Aber ja, ich gebe auch selber zu, dass manchmal in letzter Zeit die Qualität ein bisschen stagniert. Und das ist meine Begründung dafür. Ja, und damit entlasse ich euch für heute. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sage ich mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.